Also die Sache von den Ändern, da erinnert uns an den Präsident Macron, den den Preis vom Benzin wollte erhöhen. Es sollte eine Maßnahme sein gegen den Klimawandel. Und dass in Frankreich zu heftigen Protesten kommen, weil das empfunden ging als sozial ungerecht. Das war damals für 2-3 Jahre das Movement von den sogenannten Gilets jaunes. Weil hart getroffen hat tatsächlich die Mesure Leute mit einem kleinen Abkommen, an die aber ein Auto brauchen, für zu schaffen. Und da kommt dabei, was war da nicht länger, da kommt dabei ein weit verbreitetes Gefühl von sozialer Ungerechtigkeit, Gefühl, die durch sogenannten Eliten, die wissen nicht mehr, wie das Leben von den kleinen Leuten wären, so Sachen. Und dafür der Spruch, der sorgt sich um den von der Welt, am mehr herinnen, wir müssen gucken, dass wir den vom Mond zusammen kriegen. Am mehr sollte noch die ökologische Krise nach bezahlen, so wie wir schon für die Finanzkrise bezahlt tun. Also der Spruch, mit dem Ende von der Welt und dem Ende vom Mond, der suggeriert eigentlich, dass ökologische Maßnahmen an Sozialgerechtigkeiten sich geben widersprechen. Genau das meine ich. Es sei den Tag, dass die ökologischen Belastungen anschiert zum großen Teil die treffen, die auch schon in der sozialen Ungerechtigkeit leiden. Also meine ich, vielleicht erst fin du monde, fin du mois, même combat. Das war auch in Frankreich der Slogan von einer großen Manifestation zu Paris, die sowohl die sozial wie die ökologisch Fragen an den Vordergrund geregelt hat. Jedenfalls, und das lernen wir auch aus dem Movement von den Gilets jaunes und anderen ähnlichen Movementen, müssen soziale Ungerechtigkeiten aufgebaut gehen. Ohne das gibt es keine gerechte ökologische Transformation. An ökologische Maßnahmen dürfen natürlich auch nicht die Ungerechtigkeiten noch vergrößern. Genau das riskiert aber am Moment zu geschehen, wenn ihr guckt, was geschieht mit den Preisen, mit den Heizungsproblemen, mit der Wohnungssanierung, mit der Mobilität und so weiter. Ja, das ist eine gute Frage, weil was sozial gerecht genannt wird, was nicht, das ändert sich am Lauf von der Geschichte. Es hängt immer zusammen mit den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen. Es hängt immer davon ab, wer gerade schwätzt, wen überhaupt Recht hat zu schwätzen, wem sein Wort überhaupt gehört wird. Also zum Beispiel der griechische Philosoph Aristoteles hat gescheit Sachen geschrieben über die Gerechtigkeit, aber die Sklaverei war für ihn selbstverständlich. Was Sklaven dazu geben sollen, das hat er nicht gefragt. Aber wir wissen es eigentlich auch nicht, weil hier das Wort als auch Eis eigentlich nicht überliefert. Es gibt ein Gedicht von Bertolt Brecht, das heißt Fragen eines lesenden Arbeiters. Und da steht dran, wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Die eng stehen am Licht, so sortieren auch an der Dreigroschenoper, die anderen stehen am Dunklen. Die am Dunklen gesimmer nicht oder schlecht. Nicht an eise Geschichtsbücher, und noch nicht am politischen Bild von Haut. Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit sind ein wesentlicher Ausdruck von der sozialen Ungleichheit. Also so war es. Ja, so war es. Am Mittelalter war es selbstverständlich gerecht, dass Siegfried da blieben ist, wo er geboren war, als Bauer oder Adligen. Der große Philosoph Immanuel Kant hat nach gemeint, Frau könnte kein mündig Bürger gehen. Für die Bourgeois am 18. und 19. Jahrhundert war es auch selbstverständlich, dass die Leute, die keinen Besitz hatten, ihre Arbeitskraft müssten verkaufen. Ich kaufe die Arbeitskraft auf einem freien Markt und ich bezahle dich mit einem fairen Lohn, nämlich so, dass du kannst leben an der Arbeitskraft auch nach Markt kannst verkaufen. Mehr gerecht geht es ja wohl nicht.
Da habe ich da glücklicherweise ein bisschen ernst gesehen, und nicht selbstverständlich fand an sich dafür auch gewährt. Und dafür ist es halt dann auch effektiv ein bisschen ernst. Aber auch halt darf eigentlich nicht selbstverständlich sein. Man könnte oder müsste ernst sein. Auch heute muss man bei der Frauen oder Gerechtigkeit immer fragen, wer schwätzt, was mengt, was tut denn für Interessen. Ich meine, es geht bei der Frage von der Gerechtigkeit immer irgendwie um eine Verdelung. Also eine Frage von Gleichheit oder Ungleichheit. Also stellt sich die Frage, was wird nur welche Kriterien und wen verdeelt. Die Geschichte vom Koch, die für dich muss gebacken gehen, als ein typisches Beispiel von einer ideologischer Verschleierung. Die Salarien sollen mal für dich schaffen, an den Mund halten, ihre Forderungen stellen. Die Verdelung, und ich gesagt, ist also eine Frage von Gleichheit. Mit der Geschichte vom Koch wird aber die entscheidende Frage von der Gleichheit unter den Teppich gekehrt, nämlich die von den Besitzverhältnissen. Die erste Frage wäre nämlich, wem gehört die Bäckerei? Wer bäckt den Koch an einer Konditionen? Wen hat etwas zu suchen an der Bäckerei? Wen nicht? Ungleichheit von Besitz am Markt fängt also schon an beim Backen an nicht leicht, wenn der Koch fertig ist. Wenn der Koch bis gebacken ist, an die Bäckerei gehört nach immer dem Patron. Das heißt also, die Besetzverhältnisse haben wir noch nicht verändert. Da könnt aber mal für dich die sogenannten Primärverdelung, das heißt zwischen Lohn und Profiter. Und die hat sich an den letzten Jahrzehnten drastisch zugunsten vom Kapital verändert. Daher könntet, dass die Sozialungleichheiten immer mehr groß sind. Und dafür müsste also für dich mal ugesagt gehen, wenn es in Portionen vom Koch geht, ugesagt gehen und der Verdelung zwischen Lohn auf der einen Seite und Profiter auf der anderen Seite. Wenn die Portionen vom Koch dann verdeelt sind, also ein paar dicker, viel kleiner, da könnte zu der sogenannten sekundären Verdelung. Das heißt, von den dicken Stecker dann nur einfach nach aufschneiden und ein bisschen bei die Kleinlehe für ein bisschen mehr Gleichheit zu erreichen. Die Sekundärverdelung geschieht heute hauptsächlich auf zwei Manieren. Über die Kotisationen von den Sozialversicherungen und über Steuern. Was Sozialversicherungen betrifft, entsteht eine Umverdelung, weil wer mehr verdient, bezahlt auch mehr an, als jeder hat aber zum Beispiel bei der Krankenkasse dieselben Rechte. Und es gibt bei den Sozialversicherungen sogar eine Sorte von Kollektiveigentum, weil Käsen für Renten an Gesundheit gehören ja prinzipiell denen, die kotisieren, und nicht irgendeiner privaten Firma. Das verstehst eigentlich die Logik vom privaten Kapital. Und dafür wird auch immer Versicht, das System von den Sozialversicherungen zu privatisieren. An den zweiten Weg sind Steuern für eine Umverdelung von oben nach innen, aber an den letzten Jahrzehnten sind Steuern Kapital und auf den hohen Einkommens und Vermögen drastisch reduziert gehen. Das hat also Ungleichheiten verstärkt, Steigerung und Konzentration vom Kapital auf der einen Seite, Lohnbremse, Prekarität, Armut auf der anderen Seite. Das effektiv immer eine Frage von Relationen zwischen sozialen Klassen, zwischen Geschlechtern, zwischen Angeborenen und Ausländern, zwischen Leuten mit Bürgerrecht und denen ohne Bürgerrecht, zwischen Weltregionen und sogar zwischen Menschen und anderen Lebewesen. Und die Relationen, die können sich auch überschneiden. Bei einer Frau am Lohnverhältnis stellt sich sowohl die Frage von den Klassenrelationen
wie froh von der Geschlechterrelation, wie bei vielen auch nach froh von den Bürgerrechten, vom Rassismus an, von den globalen Ungleichheiten. Da überschneiden sich also gewissermaßen Ungleichheiten unterschiedlicher Art. Muss ich noch so, Gleichheit ist nicht nur eng ökonomisch froh, also es geht nicht nur um Einkommens- oder Vermögen. Das ist auch eng froh von Gesundheit, von Bildungschancen, von Wohnen und allgemein von überhaupt menschlicher Dignität an sozialer Anerkennung. Und an den anderen entwickelten Ländern können zu all dem auch noch dabei Konsequenz vom Kolonialismus an den unfairen wirtschaftlichen Relationen, die auch nur im Kolonialismus noch immer weiter bestehen. Also für Teichbol, wenn man die kritische Analyse von der sozialen Gerechtigkeit aufwenden, ob die ökologisch froh, dann geht es auch da nicht, oder jedenfalls nicht nur eine notrechtliche Verdelung. Also zum Beispiel Kompensationen für Umweltschäden an Konsequenzen von Klimawandel. Da geht es auch da Besitzverhältnisse, Dominanz vom privaten Kapital und Gier no Profit, weil das alles bedingt den Umgang mit Natur und Mensch. Da geht es also auch darum, sich nicht mit notrechtlichen Reparaturen zufrieden zu gehen, mehr eine Produktionsweise zu überwannen, die Reparaturen nicht nötig macht. Also nicht nur neue Bäume zu pflanzen, mit Durchvollzug von den Rehbüschern aus Profitgründen zu verhindern. Gedrungen an einen bestimmten Kreis. Und der Kreis kann entweder mehr klein sein oder mehr groß. Es kann Familie sein, wo sich schon Gerechtigkeit vorstellen. Gemeng, Nation, Europa, Welt. Und je nachdem, wie groß man die Kreis ziehen, stellen sich zum Teil andere Fragen an andere Herausforderungen. Gerechtigkeit Niveau von der Nation stellt andere Probleme wie Gerechtigkeit Weltniveau, zum Beispiel zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Forderungen auf dem engen Niveau dürften eigentlich nicht auf Widerspruch geraten mit Forderungen auf dem anderen Niveau. Die Forderung nach billigen Nahrungsmitteln an Kleider Hai widerspricht der Forderung nach menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen da, wo sie hergestellt werden. Also Beispiele. Die Armhaltend von der Weltbevölkerung hat 2% vom Gesamtvermögen. Die 10% Reichsten haben da 3/4 von dem Ganzen. 1% von den Reichsten säckeln am Jahr 2017 über 80% vom neu geschaffenen Reichtum an. Die Innechthaltend von der Menschheit geht eitel aus. Am Center hier hat sich die obszöne Ungerechtigkeit nach verschlimmert. An all Analysen und Statistiken weisen den Zusammenhang zwischen sozialer und ökologischer Ungleichheit. Die reichsten 10% von der Erdbevölkerung sind responsabel für Tausend von den Emissionen. Die 50% mannerreich nehmen für 10%, und wer die mehr hochklimmt an der sozialen Pyramide, wird das Verhältnis immer mehr krass geht. Das ist eine dominante Minorität, die von der Naturzerstörung profitiert. Das ist eine dominierte Majorität, die darunter leidet, am meisten nach denen, die sowieso schon die Ärmsten sind. Gut gesagt, weil es immer Versicht gibt, Ungleichheiten zu rechtfertigen, mit denen unterschiedlichsten Argumenten. Es gibt nach immer natürlich Ungleichheit, es gibt immer unterschiedliche Leistungen, es gibt immer unterschiedlichen Intelligenzquotient, und das erklärt
wie werden so viel Sozialungerechtigkeiten gibt oder Ungleichheiten gibt. Sogar gibt es eine perfide Interpretation von der Evolutionstheorie. Sozialungleichheiten wären auch, so wie an der Natur, wären Resultat von einer quasi natürlicher Selektion. Also eine Perversion vom Darwinismus, sozialen Darwinismus, seht den dazu, und das pure Ideologie. Also ob wen Erfolg kann hun am Kampf gegen die sozial an ökologisch Ungerechtigkeit, hängt natürlich vom Kräfteverhältnis auf. Also wie stark sind die betroffen sind, an die all Interesse daran haben, dass die Verhältnisse sich ändern. Aber das Kräfteverhältnis hängt auch davon auf, wie weit die ideologischen Rechtfertigungen, die man zusammengefasst haben, nach geglebt oder akzeptiert gehen. Wenn die Leute nicht mehr leben, wehren sie sich. Und das spielt sich auf am individuellen wie am kollektiven Bewusstsein. Das heißt, ein Engagement gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist dafür auch immer verbunden mit einer Vorstellung von so ideologischen Legitimation. Das ist immer verbunden mit einer impliziter oder expliziter Ideologiekritik.